Habe die Ehre, übrigens, der Birger. Heute heißt's How to Kurztrip. Hurghada Edition. Achtung, Verwechslungsgefahr. Hurghada, Hurghada. Eigentlich hätte es Ägypten heißen sollen, aber dann hätte ich halt kein Hurghada einbauen können. Ihr kennt's mich. Bin ein Kellerkind, mein Ranzen so kasig, wenn ich das T-Shirt vergisst, löst sich der Netzhaut auf, rinnt euch bloß zwischen Bett, Gaming-Sessel und Heisel. So ist es halt mit Blutgruppe bis Kinn. Aber kennst das? Du sandelst bloß umeinander, ständig das Gleiche, kein Bock auf nix, geschissen auf alles, aber irgendwie machst du doch einfach weiter. Ich kenne das leider sehr gut, aber all of a sudden ist ein Wild Flash am Telefon. Hä? Ja, Alter, geh mal Apps. Was denn? Fliegen wir fort. Was? Wohin? Kurztrip, Ägypten. Racheln oder was? Ah. You son of a... I'm in. Und schon geht's los. Auf Google Maps haben wir uns auf 5 Minuten ein schönes Fleckerl mit Riff und Buchten gesucht. Makati Bay. Das ist 20 Kilometer südlich vom Flughafen Hurghada. Bucht haben wir über Check24, 4-Sterne-Hotel, Stella Beach Resort, 4 Tage von Donnerstag bis Sonntag. Kostet die Gaudi nach Abzug von einem Gutscheincode, all inklusive Flughotel, Fressen, Geissen, 501 Euro pro Person. Halt, stopp! Kurze Zwischeninfo. Nichts in diesem Video ist gesponsert, geschenkt oder irgendwie gezahlt worden. Ihr erwähnt diese Namen und Firmen nur, weil es vielleicht den einen oder anderen interessieren kann. Und schon sind wir in Phase 1. Anreise. Ein paar Tage später hockt man schon im Auto in Richtung Park and Ride. Da kannst du dein Auto für einen 50er pro Woche auf den Parkplatz stellen, die fahren dich dann innerhalb von 8 Minuten am Flughafen und holen dich wieder, wenn du heimkommst. Ist bequemer und günstiger als ein Parkplatz direkt am Flughafen, weil du da dein Saukorn nach 2 Tagen gar nicht mehr abholen brauchst, weil die Parkgebühren den Restwert des Fahrzeugs übersteigen. Wer sich übrigens schon immer mal gefragt hat, wie die Röntgenmaschine bei der Sicherheitskontrolle von innen ausschaut, schwarz. Herzlichen Glückwunsch. Pro-Tipp 1. Beim Check-in und Koffer abgeben. Sagst du der Dame, du möchtest einen Platz beim Notausgang. Sind geschmeidige 15 cm mehr Beinfreiheit for free, wenn's Glück hast. Im Flieger kriegst du eine kleine Anleitung, wirst du eine bessere Aussicht aus dem Flieger hast. Die Begrüßung in der Landessprache Gründe gegen alle. Auf Hurghada fliegst du die 4 Stunden im akklimatisierten Flieger, was mich fast erfroren hätte. Beim Aussteigen endet das aber sofort mit dem brutalsten Hitzebock-fotzen Apache, den ich jemals erlebt habe. Wie unangenehm sollen das Wetter sein? Alter! Boah, leck! Ich hab jetzt schon Sonnenbrand. Ohne Witz. Leck mich bloß am Arsch. Pro-Tipp 2. Filmen am Hurghada Flughafen. Hallo, das ist verboten. Was soll ich machen? Nach 25 Passkontrollen, ab in den Bus, 20 Minuten Fahrt begleitet von nationalen Schlagerhits. Check-in an der Rezeption und ab ins Zimmer. So, Freunde der Sonne, jetzt ist es nicht mehr so unfassbar peinlich, wenn immer 8 Millionen Leute rumstehen und ich mir vorkomme wie der letzte Influencer-Volltrottel. Aber der nette Herr davon fährt uns jetzt unsere Koffer ins Zimmer. Und dann ist unser knappe, lass mal überlegen, wie lange sind wir unterwegs? 6 bis jetzt, das ist ja gut 10 Stunden sind wir unterwegs, die Reise beendet und dann wird einmal das Hotel ausgespäht. Da wirst du mal reingeshoppt. Erstmal, ich hab Hunger wie ein Schweinebär, Mann, ich sag das, was ist. Aber so richtig. Aber zum Trinken hat auch was nicht schon und jetzt bin ich erstmal gespannt aufs Zimmer. Das Gott sei Dank eine gut funktionierende Klimaanlage gehabt, die fährt dann am Tag 1,21 Gigawatt durchhaut, weil wir sonst in unserem Arschwasser das so verwerten. Kurze Zimmertour. Das Zimmer interessiert uns zwar einen Scheißdreck, weil wir uns da sowieso nicht aufhalten, aber ganz ehrlich, Obacht. Kurze Rundumschau. Tippitoppi schaut's aus. Aufgeräumt ist auch gerade geworden. Sauber zu groß für uns, oder? Was ist schön? Haben wir einen schönen Balkon, Klimaanlage, läuft auf Dauerbetrieb. Da draußen hat es ungefähr, jetzt das 8 in der Früh, hat es jetzt schon 68 Grad. Angesagt für heute sind 42. Das sind ein bisschen viel. Was haben wir noch? Wir haben einen Safe, wir haben einen Schrank, wir haben sogar 2 Schränke. Das Lustigste, wo ich mich gefragt habe, ob sie uns verarschen wollen, ist, da oben liegt der Waldeck. Ganz sauber sind sie nicht. Da geht's zum Scheißen. Bad schaut tippitoppi aus. Schau dir das an, schau dir so. Was möchtest du mehr im Leben drin? So, das interessiert uns aber alles ein Scheißdreck, weil für was wir eigentlich gekommen sind, ist das Meer. Phase 2. Schnorcheln. Der frühe Wurm fegelt einen Tag oder so. Um 6 Uhr aufgestanden und ans Frühstücksbuffet wangeln. Bisschen was essen schaut nicht, wie ich weiß, dass ich mich die nächsten paar Stunden mehr bewege als im ganzen Jahr. Es gibt keinen Speck. Meine Enttäuschung ist maßlos und mein Tag ist ruiniert. Scheiß aufs Essen, scheiß auf den Pool. Wir wollen in das Meer hinein. Und Equipment ist auch dabei.
UV-T-Shirt für unsere kasigen Ranzen, weil ganz ehrlich, da brennst du wahrscheinlich nach 5 Minuten so auf, dass du einen Schlaganfall kriegst. Super sexy Ballett-Badeschuhe. Jedermann braucht Ballettschuhe. Und eine Taucherbrille. Das Allerwichtigste ist eine 50 plus Sonnencreme, weil sonst schaust du aus wie ein Engländer. Und was wir mit dem lernen, damit wir uns nicht gegenseitig anschwulen müssen, das könnt ihr euch alle selber überlegen. Unser Hotel hat einen 350 Meter langen Steg ins Meer mit einem Riff direkt beim Einstieg. Und wegen dem sind wir gekommen. Und Freunde der Sonne, was war ich sehend. Darum heute jetzt die nächsten Minuten, so gut ich kann, mein Goschen, have a great time. Ich sollte meiner vergessen, mit Schwimmbewegungen zu beginnen. So, letztes Jahr in Kreta habe ich gelernt. Das ist zwar eine wunderschöne Muschel, die ich da gefunden habe, aber 6 kleine Fiers da drin. Ich sehe leider nicht, ich hoffe, man sieht es. Aber wenn du den in die Hosentasche reinschiebst und du da so gemütlich am Schnorren bist, dann zwickt er dich einfach in deinen verdammten, ja, genau da hin, wo du meinst, dass er dich zwickt. Lass mal wieder davon dudeln.
Am zweiten Tag, letzter Tauchgang, dann das absolute Highlight. Ein Adlerrochen, 5 Meter vor unseren Nasen mit Minimum 1 Meter Spannweiten oder vielleicht sogar mehr. Wie wunderschön kann eigentlich irgendwas sein? Kruzifix. Phase 3. Erkenntnisse. So, ist es ein How-To oder ein Vlog? Oder einfach bloß das Video, dass wir einen Urlaub von der Steuer absetzen können. Die Message ist, mach einfach. Ich bin normalerweise überhaupt nicht der Typ für raus und spontan und so Krampf. Aber Kruzifix, das war eine der besten Entscheidungen seit langem. Einfach mal einen auf Ja-Sager machen. Der hat euch selber den Gefallen, Handy weg und raus aus der Komfortzone. Und wenn's bloß kurz ist, muss ja auch nicht zum Schnorcheln sein. Das ist halt mein Ding, das mich vom PC, Handy, Social Media und dem ganzen Krampf wegbringt. Packt's ein Spezi ein. Pro-Tipp Nummer 4. Nein, nicht deine alte. Shopping-Tour im Duty-Free, Douglas, kannst du auch mal. Ja, nein, kannst nicht. Ja, gut, ja, dann nimmst du es halt mit. Hilft dir nicht. Ja, nimm's halt dann doch mit. Ist ja wurscht. Wo war überhaupt Pro-Tipp Nummer 3? Fazit zu Ägypten. Ich bin jetzt nicht der große Fan von arabischen Ländern. Späßle. Aber da merkst du jetzt nicht einen Teufel in deiner Hotelanlage drin. Aber, ich sag's wie es ist, wegen einem normalen Strandurlaub brauchst du da nicht runterfliegen. Es ist brachial zu heiß mit 40 Grad aufwärts im Schatten für alles. Wenn's doch einmal ein kaltes Getränk kriegst, ist's nach 2 Minuten pisswarm und wenn Eiswürfel drin sind, scheißt morgen in die Hosen. Das Essen hat der Flasche beschrieben mit ja, verhungern tust nicht. Und die Abendunterhaltung war, nein, wir dachten die jungen Leute sagen, Cringe. Sheesh. bis unter die Haut rein. Wir hätten nicht gewusst, was wir da länger unten da hätten als 2 Tage. Eine Sache war aber so dermaßen nervig, dass ich bald einen Schlaganfall gekriegt hätte. Du wirst da unten alle 2 Meter überall angeschmerzt. Hey, my friend, how are you? Do you wanna make a safari tour? Do you wanna make a diving tour? Do you wanna make shopping? Wanna make a Sandkassel? Wanna make a flight to the moon? Wanna make? Und wenn's den unendlich dummen Fehler machst, dass du auf Where are you from mit Germany antwortest, kostet eine Schachtel Zigaretten anstatt 2 Euro auf einmal 10. Manche fragen dir einfach direkt nach Trinkgeld, obwohl sie einfach bloß irgendwo in der Weggeschichte umeinander stehen und Hello, my friend gesagt haben. Weiß ich nicht, was das soll. Aber ich hab da was von der Birkflasch Safer Holiday Touristik, ein unerlässliches Utensil für euch entwickelt. Skadoosh. No, I'm not your friend. No, I don't wanna make. T-Shirt und Tanks für Mädel und Buben, klein und groß, gibt's bei mir im Shop auf biergewehr.de, damit's der Ruhe aus da unten im Sandkasten. Natürlich vielen Dank vorab an jeden, der sich so ein Ding nach Hause ordert, Kuss auf die Nuss und natürlich ein Special Greets und Special Thanks an den Chris, den Zeichner vom Drachman, der wieder mal seine wundervolle Feder geschwungen hat. Kuss auf die Nuss ebenfalls. Wer sich übrigens die ungekürzte Version und die ganze Geschichte vom Trip anschauen möchte, kann das in meinem Video aus dem Livestream auf YouTube machen. Verlinke ich euch. So, ich hoffe, ihr habt euch jetzt taugt. Darf mir natürlich über Feedback in die Kommentare gefreien. Jetzt haut's dann ein Like auf das Video, damit nichts passiert. Und zum Schluss, hello my friend, do you wanna make a subscription? Yes? Yes? Ah, you Germany? Do you wanna make 5 Euro membership? Yes? Hey, don't run away. Why are you running? Why are you running? Bis zum nächsten Mal. Haut euch eine. Habe die Ehre.